Martin ist verschwunden. Jeden Tag sind die Wildgänse weiter und weiter geflogen. Der Fuchs Mire war ihnen dicht auf den Fersen. Immer wenn er sie wieder eingeholt hat, hat er zu den Gänsen aufgebrüllt. «Ganz mir, du Nils Holgersson, dahinter haltet die Knirps!» Aber die Gänse haben jedes Mal geantwortet. «Gib's auf, Smire. Niemals würden wir dir den Nils geben. Er ist unser Freund.» Darauf hat der hinterlistige Fuchs geknurrt. «Wartet nur! Meine Rache wird furchtbar!» Weil das Mire nicht aufgegeben hat, haben die Gänse beschlossen, auf einem Umweg nach Lappland zu fliegen. «Wir machen auf Öland Halt. Auf dieser Insel bist du sicher.» Haben sie den Nils beruhigt. Es hat am Nils wahnsinnig gut gefallen am Strand von Öland. Er hat seine kleinen Zechen im warmen Sand vergraben, den kreischenden Möwen angeschaut und am Rauschen vom Meer gelauscht. «Los, Nils, geh an den Strand erkunden!» Hat Akka gelacht. Der Nils ist sofort losgerannt. Er hat seine Füße in den warmen Wellen gebadet, ist von den flinken Krebschen davongerannt und hat sich den Bauch randvoll mit Muscheln geschlagen. Erst als die Sonne wie ein riesiger oranger Ball am Horizont hinter dem Meer verschwunden ist der Nils wieder zum Rastplatz der Gänse zurückgekehrt. Was ist denn das? Wieso laufen mir denn alle Gänse entgegen? Der weisse Sand hat nur so gestäubt und die Wildgänse haben laut geschnattert. «Nils, Nils, der Martin, er ist spurlos verschwunden!» Der Nils Holgersson hat sich riesige Sorgen gemacht und ist sofort losgerannt, um seinen Freund zu suchen. Martin! Martin, wo bist du? Hat er immer wieder verzweifelt in dichten Nebel rausgerufen. Aber es ist still geblieben. Keine Antwort von Martin. Am Nils war ganz elend zumute. Wieso bin ich den ganzen Tag allein am Strand und habe mit dem Bauch vollgeschlagen? Wieso habe ich mich nicht um meinen Freund gekümmert? Erschöpft hat er sich auf einen Stein sinken. Plötzlich konnte Nils im Nebel eine weisse Gestalt ausmachen. Zuerst nur schwach und dann ganz klar. «Martin!» Hat er überglücklich gejuchzt und ist seinem Freund um den Hals gefallen. «Sag, Martin, hast du dich verlaufen? Versprich mir, dass du das nie mehr machst.» Der Martin hat den Nils regelrecht abschütteln. «Vergiss du nicht, dass ich ein ausgewachsener Gänserich bin. Ich kann machen, was auch immer ich will.» Der Nils hat seinen Freund lang gemustert. «Irgendetwas ist anders beim Martin.» Hat er gedacht, wo sie so nebeneinander her zurück zu den Gänsen getrottet sind.